Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4. Wir sind wieder mal einmal mehr in dem Klassiker, kann man schon fast sagen, von einem Formel 1 Game. Wir gehen jetzt nach Belgien, nach Spa. Die hat auch noch ein altes Layout, das ist noch nicht ganz der neue Track, wie wir es jetzt eigentlich in den F1 oder in F1 2021. Ja, wir gehen mal schauen, wie das so ist. Wir gehen mal gerade ins freie Training rein. Ungarn ist schon leider nichts und es kommt regnen, perfekt. Ja, Ungarn war leider gar nicht. Ungarn habe ich ja von Anfang an gesagt, das wird gar nicht meine Strecke sein. Und Spa könnte eher etwas werden, wenn es nicht regnet. Sage ich jetzt einmal. Wir schauen jetzt mal, was wir da rausholen können, was wir fahren können. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich schon noch gut rauskommen. Wir schauen jetzt mal. Ich freue mich auch schon auf die Strecke. Ein richtiger Klassiker. Oh, ich drehe mich fast schon weg. Und wir fahren jetzt einfach mal wieder eine langsame Runde, um mal ein bisschen abchecken, so, ja, wie ist denn die Strecke dazu mal? Also da eigentlich noch nicht, ja, dort hat es einen kleinen Knick drin, der ist glaube ich auch nicht mehr, der Rouge, wir kennen es. Weiss nicht, ob es Vollgas möglich ist, da drauf zu ballern, aber wir haben keine Auslaufzone, sondern überall einfach Käsebett. Okay. Dann haben wir da wieder die ellenlange Gerade, die ist ja immer noch genau gleich. Und dann kommt auch mal die erste Kurve wieder nach dieser Gerade. Und das ist eigentlich auch alles genau gleich geblieben. Einfach, dass wir halt keine Auslaufzonen haben, sondern Rasen oder ein bisschen Käse. Und ich drehe mich da mal wieder wegen dem Curb. Also da, wie gesagt, ist eigentlich sehr gleich. So, dann kommen wir da in die nächste Kurve rein. Auch wieder keine Auslaufzone dort, sondern einfach Käse. Auch wieder ein Käse. Also, Käse ist einfach besser. Auch da unten, da ist jetzt alles asphaltiert worden, alles in Auslaufzone gemacht worden. Da war alles Käse gewesen. Ja. Also ich bin der Käse viel besser findet. In Auslaufzonen gar nicht gut. Oder wenn, dann sollte man Auslaufzonen machen, wo der Reifen einfach extrem beschädigen, wenn man daraus rausfährt. Das wäre vielleicht noch eine coole Alternative. Wo einfach extrem rauch ist zum Beispiel, das wäre geil. Aber egal. So, da ist schon eigentlich, wie gesagt, alles sehr, sehr identisch. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem Teil, der eben umgebaut wurde einmal. Und zwar, da ist noch fast alles ähnlich. Da hat es auch eine Auslaufzone. Und jetzt hier kommt noch eine Schikane. Eine sehr enge Schikane sogar. Okay. Oh, jetzt haben wir den Rückwärtsgang reingeklatscht. Dafür könnte man da eigentlich geradeaus volle Box reinballern. Da haben wir dann wieder die Schikane. Also da haben sie recht umgebaut. Das ist schon lange nicht mehr so. Und dann sind wir da wieder auf Startziel. Gut, also ich würde mal sagen, ich fahre mal wieder ein paar Runden rein. Und ja, mal schauen, wie das rauskommt. Ich hoffe, es regnet einfach nicht. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir gehen jetzt mal schon wieder auf die Strecke. Wir schauen mal, was wir rausholen können mit dem Auto. Also ich bin jetzt im Training gefahren und es war okay. Also es hat zwar geregnet, aber nein, ich bin der King of Spa. Kappa. Nein, also meine Spa, das ist so eine Strecke, die ich so oft fahre. Mittlerweile kann man es ja halt einfach, oder würde ich mal behaupten. Jetzt sind sie wundern, ob ich Vollgas durch den Rausch durchballern. Ich bin jetzt einfach voll auf dem Gas. Ah, das geht jetzt sogar erstaunlich gut sogar, okay. Spannend. Und ja, wir schauen jetzt mal, was wir für die Zeit rausholen können. Wie schnell das wir sind mit dem Auto. Also ich denke, Pole werden wir schon nicht holen. Weil für da fehlt uns einfach die Leistung auf der Gerade mit dem Auto. Also vielleicht im Mittelfeld landen. Das ist vielleicht möglich. Boah! Der Körper war abbremst. Blöde Idee gewesen. Mittlerweile kann man es ja halt einfach, oder würde ich mal behaupten. Und schon mal der Reifen weg. Ich auf den Körper gekommen und weggedreht wieder mal.
Versuchen Natürlich jetzt nicht so gut, jetzt müssen wir einfach wieder in die Box rein, muss wieder rausgehen, wieder eine Runde fahren und dann kann ich schnell eine Runde fahren. Naja. Dann haben wir gerade die Box. Relativ zügig. Nur schnell, ey. Und ja. So, wir haben das Qualifying schon beendet. Jetzt fragt ihr euch sicher, so, ja, wieso hat der nicht eingeblendet, wie er gefahren ist. Das Problem ist, ich bin in die Wand gefahren und haben das in den Radweg gefahren. Also, ja. Muss ich euch, glaube ich, auch nicht zeigen, wie ich den Unfall dort geschafft habe. Ich bin einfach auf den Curb gefahren und hat mich weggedreht. So wie immer. Also, wir starten von ganz zuhinterst und das könnte sehr spannend werden in Belgien, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, freue mich schon fast ein bisschen mehr auf das, als wenn ich mich irgendwie weiter vorne qualifiziert hätte. Also, wir schauen jetzt noch kurz auf die Reihenfolge, auf Startreihenfolge. Wir sehen, der Coulthard hat Pole geholt, da kommt ein Häkkinen. Und ich werde ja Häkkinen sagen. Egal. Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, der Gianno Trulli, dann der Jacques Villeneuve, der Michael Schumacher, Olivier Panis, Nick Heidfeld, Kimi Räikkönen, Pedro Della Rosa, Eddie Irvine, Heinz-Ralf Frentzen, Jean Alesi, nachher der Jenson Button, Giancarlo Fisichella, Enrique Bernardi, Alex Young, Thomas Enge, Jos Verstappen und dann kommen wir mit dem Minardi, mit dem Fernando Alonso. Das bleibt trocken zum Glück. Und dann starten wir jetzt mal eine Aufholjagd. Ich habe nicht Glück, wie viele Runden das sind, aber ich denke, das werden etwa so 9 sein. Vielleicht 8 oder 9. Die Strecke ist schon relativ lang. So. Also mit einem guten Start können wir das recht ausholen, weil wir wissen ja, KI ist nicht so stark am Anfang. Vielleicht das da und sie gehen aus. Relativ lang wieder angesehen, die Lichter. Ganz noch keinen Start gehabt. Fährt jetzt mal einfach hier an allen vorbei. Wir können hier gerade uns trainieren, Entschuldigung. Ja, 9 Runden sind es. Und schon mal auch einfach auf P11. Also ich fahre auf Profi. Und KI ist einfach so schwach am Anfang immer. Orange. Ja, vielleicht noch ein bisschen vorsichtig durch. Da sind sie langsam. Meine Gelegenheit zum Überholen. Oh, gerade an 2 vorbei, aussen. Oh, da zieht es recht aus auf den Curb, aber nicht wegdreht. Sehr gut, wir sind P9. Jetzt holen wir einfach Punkte, ey. Oh, da fährt einer sehr langsam. Nochmal 2 geschnupft, sehr gut. Vor uns ist der Montoya oder der Ralf. Ich glaube, das ist der Montoya. He? Ja, jetzt ist es ein bisschen schwieriger, weil das sind die schnelleren Autos da vorne. Da bin ich übrigens vorher weggeflogen, weil ich da innen zu weit bin, wenn ich auf den Curb komme. Oh, wieder verbremst. Oh, innen ist einer, glaube ich. Jordan. Ja, jetzt fehlt mir ein bisschen der Speed auf der Gerade. Oh shit, okay. Scheiße. Ah! Nein, okay. Nicht gut. Wow. Oh shit, wieder 17. Oh, wir sind so gut am Anfang. Ja genau, gewusst, dass ich diesen Bremspunkt wieder richtig vergessen wieder. Und ich habe es noch vergessen, wenn ich bremsen muss. Und jetzt sind wir wieder 17. Du rauschst durch Vollgas wieder. Wir sind schneller als der da vorne. Das dürfte der Button sein oder Fisichella. Nicht auf Curbs, sehr wichtig. Oh, wieder covered. Aber wir gehen hier jetzt noch innen durch. Oh, wir haben das berührt. Entschuldigung.
da haben wir jetzt ein bisschen einen Touch gegeben. Hoffentlich ist er nicht rausgeflogen. Oh, die Wheel to Wheel. Ja, jetzt innen durch. Ich will rauskommen, aber jetzt gehen wir innen durch. Da. Jetzt sind wir aber auf der Aussenbahn. Jetzt müssen wir ein bisschen ziehen lassen, leider. Dranbleiben aber. Uiuiuiuiuiuiui. Den Schatten holen. Ist gut, wenn die zwei sich bekämpfen da. Ja, eben kann ich vielleicht irgendwo profitieren. Das Gas lupfen. Oh Gott, oh mein Gott! Oh. Oh. Holy shit, ich bin einfach nur noch gerutscht. So, vor uns die beiden Jaguars. Mit der P14. Oh, sorry. Oh mein Gott, dass ich keinen Frontflügel verloren habe. Ja, das war ein freundschaftlicher Rempler, würde ich mal behaupten. Ja, mit 300 Sachen tut der Rausch wieder, ey. Ist der Jaguar schneller? Das ist aber gleich schnell, hä? Boah, wir sind sehr gut durchgekommen. Und da haben wir auch den nächsten Jaguar. Das sind so unsere Rivalen in dieser Saison. Mit denen haben wir jetzt ein paar Mal ein bisschen Kontakt gehabt. Leider haben die immer verloren. Nein! Oh Mann, ich hasse die Schikane in diesem Game. Oh. Wow, der ist auch umgedriftet. Ah, so bitter. Bis jetzt habe ich auch noch gar keinen Ausfall mitbekommen. Also scheint zu fahren bis jetzt noch alle Autos. Ah, Mann! Oh, Michael Häkkinen aus dem Rennen draussen. Was? Michael Schumacher aus dem Rennen. Wow, what the fuck, was läuft? David Coulthard auch. Oh, was ist da los? Oh mein Gott. Okay, das muss ich euch vielleicht in der Wiederholung dann einblenden, wenn ich das so machen kann. Ja, das kann ich machen. Eine Sekunde, ich blende euch das schnell ein, was nicht passiert ist. Also, wir haben jetzt so den Michael Schumacher. Noch ein bisschen weiter vorne. Jetzt nicht mehr wundern, was passiert ist. Es hat irgendwie geschossen, glaube ich. Ah, da vorne! Motorschaden! Okay. Okay. Alles klar. Schumacher, da ist jetzt aber da ist der Überleit. Ah, der hat brennt. Da, der war schon on fire gsi, der Häkkinen, der hat den Motorschaden gehabt. Und dann ist er lang gefahren und ist übergefahren. Und der hat natürlich, der David hat abbremst und der Schumacher tätscht voll in ihn rein. Und hat ihn gerade aus dem Rennen rausgenommen. Gerade Doppelausfall für die beiden McLarens. Okay. Ist ja der Hammer. Sind wir P12? Ich wollte gerade sagen, es hat immer fast keinen Ausfall gegeben. Da sind gerade 3 auf einmal weg gewesen. Das sind so richtige Flashbacks von 1998, wo der Schumacher auch im Coulthard hineingedonnert ist. Und jetzt einfach wieder. Perfekt. Oh, jetzt sind wir dran.
Oh, oh mein Gott! Wie leicht, dass ich ins Rad herkomme. Es wird so schwierig werden. Also da wäre P9 noch da drin, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade. Oh! Oh, und da profitieren wir jetzt einfach mal einmal. Schlechte Innenlinie gewählt von Jordan. Jaguar hat aber auch gut verteidigt, muss man sagen. Oh, wer hat das bessere Auto beim Rausbeschleunigen? Ich tue Rouge, aber das zweite. Ich weiß nicht, ob das gut rauskommt. Ich weiß nicht, ob das gut rauskommt. Oh, mach mir Platz, Junge. Und jetzt aber mit Windschatten. Wow. Gott. Wieder mit Windschatten. Oh, shit, da sind wir mit uns und da tätschen wir an die. Nein. Nein, Mann! Hey, das darf nicht wahr sein! Okay, das ist jetzt mein Fehler gewesen, weil ich jetzt nicht ausgeschaut. Oh Mann! Und da sind wir abverloren. Ja, jetzt ist er gerade vorbei. Perfekt. Mann! Es ist wieder so gut gelaufen. Zweimal Fehler, weil er eine scheiß Schikane gemacht, 3K. Und jetzt hier. Ich bin einfach zu schnell gewesen. Ich weiss, aber. Ich habe einen Lichtbrüder und mir spielt es gerade weg. Es ist unglaublich manchmal das Game. Ah, Mann. Ja, sind wir abverloren, ja, eben. Ich sehe es aber nicht, weil meine Facecam drüber ist. So, also gewonnen hat der Rubens Barrichello, der Ralf Schumacher ist Zweiter geworden und der Trulli Dritter. Oh, nicht schlecht. Und jetzt wird es mich wundern, ob jetzt der Fahrerpunkte. Okay, bis 6 gibt es Punkte, definitiv. Schade, Mann. Okay. Ah, Mann. Das ist so nervig. Wir sind auch wieder rausgeflogen, Mann. Und Spa hätte jetzt wirklich gedacht, da könnten wir immerhin ein bisschen Pünktchen holen oder so. Aber nein, wieder mal nicht. Das nächste Rennen in Italien. Vielleicht schaffen wir es dort dann. Ja gut, dann werde ich mal sagen, was es mit dieser Folge von Grand Prix 4. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Part wieder. Und bis dann sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.